Was Uli sagt, ist gesetzbar. Das ist ja klar. Das ist ja jetzt nichts Neues bei uns, oder? So, ich habe... Gehen wir erstmal in das Eberl-Thema rein, oder was mit dem Uli? Komm, wir gehen da mal rein. Wir hören uns erstmal den Bums an hier. Also ich habe es noch nicht gehört, ne? Ich habe nur so ein paar Sachen gelesen gehabt. Von daher... Sie, dass Max Eberl demnächst die Brocken hinwirft? Herr Hoeneß? Weil diese Gerüchte sind medial gespielt worden, dass es Sorgen gäbe im Aufsichtsrat, dass Max... Ohne Scheiß, wenn du schon das Gesicht siehst, ne, ohne Witz, da brauche ich schon keine Antworten mehr. Da kann ich dir schon sagen, wie der Hase gerade hoppelt. Ist so. Vielleicht von sich aus sagt... Also alle diese Ausführungen, die waren spekulativ, das waren Gerüchte und damit kann ich nichts anfangen. Tatsache ist, dass es bei uns im Aufsichtsrat überhaupt keine Probleme mit Max Eberl gab. Wir haben natürlich kontrovers wie immer diskutiert, aber die Personalie Eberl war der... Aber am Ende habe ich einfach das gesagt und durchgesetzt, wie ich es meine. Bei überhaupt kein Thema, dass man sich von ihm trennt oder was. Ja, aber der Eindruck, dass er vielleicht nicht mehr will, ja, aber das, den können Sie nicht teilen. Erstens habe ich den nicht und zweitens, wenn er so denken würde, dann müssen Sie ihn selber fragen. Also, es war eine schwierige Zeit von ihm, weil er ja auch von außen immer wieder unter Druck gesetzt wurde. Und es wurde immer gesagt, ja, den hat er nicht gekriegt, den hat er nicht gekriegt. Sie müssen einfach alle lernen. Wo kommen eigentlich die ganzen Namen immer her? Ja. Wieso geht das alles öffentlich beim Naja. FC? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, die mich auch mal interessieren würde. Bayern. Die Bild-Zeitung ruft täglich bei mir an und ich sage euch, wie es ist. Ich kann mich da nicht zurückhalten. schreibt 10 Namen auf und wenn am Ende einer davon zum FC Bayern kommt, dann sagen sie, wie wir schon damals gesagt haben. Es wurde ja jede Menge Spieler genannt, die da nicht gekommen sind und jedes Mal hat man dem Max die in die Tasche geschoben, hat gesagt, hat er wieder nicht gekriegt. Aber es war bei der Trainersuche ja auch ein bisschen so, muss man ja auch ehrlicherweise sagen. Das war schwierig, aber muss man ganz klar sagen, es gibt keinen Eberl-Transfer, es gibt keinen Hoeneß-Transfer, es gibt keinen Rummenigge. Nee, weil der Wirtz-Transfer hat ja nicht stattgefunden, deswegen gibt es keinen Hoeneß-Transfer. Der Woldemade-Transfer hat auch nicht stattgefunden. Das wären nämlich Hoeneß-Transfers gewesen. Ne? Ich meine, es ist ja nicht umsonst so, dass der Max Eberl nur im CC stand. Beim Woldemade. Und dass er beim Wirtz durfte er ja gar nichts sagen, weil er ja mit dem Karo nicht klarkam. Das war ja eh auf Ulis Mist gewachsen. Deswegen ist er da schon recht. Es gab keinen Hoeneß-Transfer. Transfer, sondern einen Bayern-München-Transfer. Der FC Bayern kauft Spieler und nicht der Einzelne. Und wenn es nicht klappt, ist nicht der Einzelne schuld, sondern wir alle. Das muss man einfach so sehen. Ich als Fan, oder ich denke viele Fans, haben den Eindruck, dass da auf der Strecke ein bisschen was verloren gegangen ist. Ja, an Gefühl, an Verständnis füreinander. Und ja, ich weiß nicht, was Sie zu dem Eindruck sagen, ob der stimmt oder ob, ja. Naja, Junge, dann, was ist los mit ihm? Er ist Fan-Experte oder was? Setz mich mal dahin. Ich sag nicht 300 Mal. Uli muss den Druck geben, damit der aus sich rauskommt. Damit er die Wahrheit sagt. Wenn der Kopf rot wird, dann weiß der Uli sagt die Wahrheit. das ist schon so, dass so ein harter Job natürlich schon dazu führt, dass man da Auseinandersetzungen hat, dass man andere Meinungen hat. Und ich kann nur erzählen, Karl-Heinz Rummenigge und ich, wir haben uns oft gestritten wie die Besenbinder. Aber wenn die Tür hinter uns zuging, dann war das wieder sagen wir mal, okay. Max ist da ziemlich... Das ist auch richtig so. Ne? Das gehört ja auch dazu. Ja. Empfindlich und ich muss in der ganzen Geschichte eines sagen, was mir nie gefallen hat, und das haben Sie jetzt gerade richtig gesagt, wenn man Ende August viele Transfers überhaupt macht, das ist nie vernünftig, nie teuer, immer teuer. Ja.
und du kriegst nicht immer das, was du haben willst. Deswegen, wenn ich dem Max, das habe ich ihm aber auch schon persönlich gesagt, einen Rat geben darf für die Zukunft, er muss schauen, dass er im Juni, Juli die Transfers für die kommende Saison macht, wenn die großen Vereine noch nicht aktiv sind. Weil wenn du dann in den letzten 2, 3 Tagen, das ist ja wie ein Karussell, da mittendrin bist, dann wird es schwer. Was wir natürlich suchen. Alter Belly. Vielleicht hätte der Max Eberl das ja getan, wenn da nicht die Keule gekommen wäre. Wir haben keinen Geldscheißer hier. Du darfst nichts mehr verpflichten. Du musst erst gucken, dass du Spieler los wirst. So war es beim Duet. Der Transfer war nicht am Ende der Transferphase, der wäre am Anfang über die Bühne gegangen. Genau aus diesem Grund halt, ja. Aber dann hat sich ja ein gewisser Typ, der da gerade sitzt, hat ja den Hammer zwischen die Beine geworfen. Und jetzt setzt er sich da hin und labert die gegenteilige Scheiße. Also, so. Das ist doch vor allen Dingen diese Logik auch, ja. Hättest du ein Duet verpflichtet, so, dann hätte doch jeder gewusst, der da noch rumgepimmelt hat, ob es ein Coman, Gnabry oder ein Sané gewesen wäre, ey, yo, ich bekomme hier jetzt keine Spielzeit mehr. Das wäre doch das Zeichen gewesen, ja. Und dann wäre doch auch der eine oder andere vielleicht eher geneigt gewesen zu sagen, oh, dann gehe ich doch lieber. Aber all das versteht der Uli nicht, Alter. Der lebt halt einfach noch in seiner Zeit von vor 20 Jahren, Alter. Das ist halt alles nicht mehr zeitgemäß, was der so von sich gibt. Egal, ohne Scheiß. Kann das nicht mehr anders sagen. Ja, natürlich ist es in den letzten Tagen teurer so. Die Zeiten haben sich halt auch geändert. Ja, du kannst ja jetzt auch nicht einen Robben-Transfer vergleichen. Das war auch noch eine andere Zeit. So, die Zeiten haben sich einfach geändert. Ja, aber das rafft der Uli einfach nicht. Das hast du schon beim Kane-Transfer gesehen. Wo er sich dann da hinstellt, die Brust rausmacht und erzählt, ey, wir sind der FC Bayern, wenn wir den Harry Kane haben wollen, dann kriegen wir den auch. Ist mir egal, was der erzählt. So, ja, das hättest du vielleicht vor 10 Jahren jetzt das noch labern können, aber Alter, das rafft der aber nicht. Und das Schlimme ist, es gibt keinen in unserem Verein, der mal da reingeht und da mal Gegenrede bringt. Ja, der dem Uli das mal klar vor die Birne sagt. So, den gibt's nicht. Aber wen auch? Ich habe es ja schon in einem anderen Video gesagt, wen soll es denn geben? Herbert Heine hat einen Uli da hingesetzt, er hat einen Christian Dresen da hingesetzt, er hat selbst einen Max Eberl da hingesetzt, den ganzen Aufsichtsrat hat er da hingesetzt. So, wer soll denn da aufstehen und sagen, Uli, pass mal auf, es ist gut jetzt. Wer soll das machen? Passiert nicht, Alter. Passiert einfach nicht. So ein Oli Kahn hat es versucht, ja, haben wir gesehen, was passiert ist, oder? Katastrophe. Katastrophe. Uli Hoeneß hat in weiten Teilen der Medienlandschaft sehr kritisch bewerteten Auftritt am Sonntagmorgen Doppelpass mit teilweise peinlichen Aussagen wieder einmal eindrucksvoll meine langjährige These unter Beweis gestellt, dass er seit geraumer Zeit dem FC Bayern mehr schadet als nutzt. Ja, aber da sind wir uns ja zum großen Teil einig hier auf dem Channel, ne? Eine Abwahl als Aufsichtsratmitglied wäre nach meiner Einschätzung dringend geboten. Ja, aber ist ja das, was ich gerade sagte. Wer soll das machen? Das zuständige Organ eines Unternehmens ist in der Regel die Hauptversammlung. Aufgrund der Mehrheitsverhältnisse der FC Bayern AG mit dem Verein als Hauptaktionär werden die Personen somit nicht von den Mitgliedern des Vereins in der Jahreshauptversammlung, sondern durch die Aktionärsgremien gewählt. Deshalb ist meine Folge nur von theoretischer Bedeutung. Der Uli als Ehrenpräsident der FC Bayern e.V. und Patron mit seinem Spiritual-Rector in seiner Selbstwahrnehmung wird sicherlich noch sehr lange entgegen heftiger und sehr berechtigter Kritik von außen ein überaus gewichtiges Wort mit entsprechender Strahlkraft und Entscheidungskompetenz in unserem Verein führen. Nee, der Uli ist der die Sachen entscheidet. Nicht nur ein Faktor, sondern das, was der Uli sagt, ist Gesetz. Punkt. Das ist so. Wenn der Aufsichtsrat was entscheidet, dann entscheidet der niemals, das ist zwar nur eine Mutmaßung, ja, aber der wird niemals gegen Uli Hoeneß was entscheiden. Niemals. Das passiert nicht. Du hast das gesehen, als die PK war und dann gesagt wurde, ja, ich darf nur noch einen Spieler ausleihen. Wir müssen jetzt gucken, ob wir das noch irgendwie bewerkstelligt kriegen. Das ist die Vorgabe.
So, nochmal, in welchen Vereinen läuft das so? In welchem Unternehmen läuft das so? Ja, das ist Fluch und Segen, was wir gerade haben. So, in der Regel sagst du, ey, es ist geil, wenn du im Fußball, im Aufsichtsrat Leute hast, die Ahnung haben von Fußball. Ja, viele andere Vereine beneiden den FC Bayern darum. Oder wünschten sich, dass sie da jemanden hätten, der Ahnung von Fußball hat. Ja. Wenn dieser jemand aber dann aus der Zeit gefallen ist, ja, das ist das Problem, was wir gerade haben, und nicht mehr zeitgemäß die Entwicklung mitgeht, ja, was ein Uli Hoeneß nicht mehr tut, seit Jahren nicht mehr. Der stagniert da und ist in seiner Welt gefangen, das ist einfach so, ja. Dann hast du genau das Problem, was du jetzt hast, dann ist es nämlich von Nachteil. Würden da jetzt nur irgendwelche Finanzfuzis sitzen, hättest du gar kein Problem im Aufsichtsrat. Da würdest du dich vor der Saison da hinsetzen, dann gibt es ein Budget, was dir genehmigt wird, und dann kann der Sportvorstand arbeiten. Ja? So sollte ein Aufsichtsrat agieren. Nur wenn der Sportvorstand dann diese Parameter nicht einhält, dann hat ein Aufsichtsrat da einzuschreiten. Deswegen heißt er ja auch Aufsichtsrat und nicht Vorschreiberat. Ja? Aber bei uns läuft das genau andersrum. So, da gibt es nichts. Da darfst du den Spieler hingehen, den darfst du ansprechen, den darfst du verhandeln, dann hast du ein Angebot gemacht, dann tappelst du hoch, klopfst an die Tür, fragst du, Uli, können wir das machen oder wie siehst du das? Und dann sagt der, den oder den. So. Und dann soll Max Eberl oder ein Christoph Freund oder wer auch immer soll da arbeiten. Wie soll das funktionieren, Alter? Ja. Warum stehen wir denn so lächerlich da? Wir stehen so lächerlich da seit der Trainergeschichte. Ja, genau aus diesen Gründen. Die UE-Geschichte. So, das war safe. Bis der Uli sagt, nee, wir haben keinen Geldscheißer. Gibt's nicht. What the fuck? So, ja? Und dann wunderst du dich, dass dich andere Spieler, wo du jetzt noch anfragst, gar nicht mehr ernst nehmen als Verein? Hä? Ja, dann wunderst du dich? Dann wunderst du dich, dass von anderen Vereinen ausgezogen wirst, wenn du dich so verhältst? Wenn du gar keine Wahrnehmung mehr hast auf dem Transfermarkt? Dich nimmt doch keiner mehr ernst. Wer soll den Max Eberl ernst nehmen? Erst recht nach diesen Worten. Ja? Überlegt euch doch mal, der Max Eberl geht jetzt zu irgendeinem Verein und stellt da eine Anfrage. Das ist wie bei uns in der Firma. Ja? Gehaltsverhandlungen. So, die führe ich mit meinem Obersten, mit unserem CEO und nicht mit unserem HR, weil der das nicht entscheiden darf. Das weiß ich. Also spreche ich den gar nicht mehr an. Ja? Und da ist das, wo das sein Posten ist. Das bei uns genauso. Wenn der Max Eberl doch jetzt irgendwo anfragt, irgendwas machen will, dann sagen die doch, Herr Max, was sagt denn der Uli dazu? Ja, das wird doch passieren, Alter. Ist doch nicht mehr tragbar. Ja? Ist so ein Trauerspiel, Alter. Ey, Leute. Ich kann das alles nicht mehr. Das ist eine Farce. Das ist eine absolute Farce. Ja, und das ist noch das Schlimme, wie du schreibst halt, ne? Letztlich kann und darf man von einem Egoman mit einer nicht vorhandenen Selbstwahrnehmung und allergrößter Überzeugung der absoluten Richtigkeit eigener Aussagen und Handlungen in keiner Weise eine kritische Reflexion von Meinung anderer erwarten. Ja, aber das ist ja der Sache geschuldet. Ja, Uli Hoeneß wurde von uns allen so, da können wir uns alle mal ins Boot nehmen. Ja, Uli Hoeneß war immer outstanding. So, und Uli Hoeneß zu aktiver Zeit. Du hast einen Uli Hoeneß kritisiert? Er hat genauso viele schlechte Transfers gemacht wie jeder andere Manager, hat genauso schlechte Entscheidungen getroffen, so, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber ein Uli Hoeneß hat den Verein dahin geführt, wo er ist. Das ist nun mal ein Fakt. Ja? Man vergisst immer den Faktor Karl-Heinz Rummenigge, gerade in der Internationalisierung. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Der steht da immer so ein bisschen im Scheffel. Aber am Ende, so, vielleicht hat er mal ein bisschen Gegenwind von Kalle gekriegt, der ist da aber auch nicht mehr befugt, sonst was, ja. Vielleicht hat er mal Gegenwind vom Kaiser gekriegt, aber dann war es das auch. Ja, und seit dieser Zeit ist Uli outstanding. So. Und der Uli ist immer noch outstanding bei ganz, ganz vielen Fans. Ja. Also ich garantiere dir, dass ganz, ganz viele sagen, ey, genau richtig, was der Uli sagt. Schmeiße alle raus, setz dich wieder dahin und mach das selber. Ja, gibt's bestimmt, Alter. Ich weiß nicht, ob es die Mehrheit sein wird, keine Ahnung. Ja. So, aber das ist so ein hausgemachtes Ding halt auch. So, und das ist ja, was ich sage, das ist nicht mehr zeitgemäß. Ja. So, und dadurch fängt das an, dadurch kommen die ganzen Sachen zustande.
So, wie gesagt wurde, ja, wir machen keine Trainingsgruppe 2. Wenn ein Spieler den Verein nicht verlassen will, dann wird er den Verein nicht verlassen. Wenn ein Spieler, da muss ein Spieler zu uns kommen und bla und so. Alter, das ist ja alles gut. Das war in den 70er und 80er so, ja. Aber nicht mehr in der heutigen Zeit, wo es nur noch Söldner ist. Du hast doch keinen Spieler mehr in deinem Verein, der da ist, weil es der Verein ist. Du hast nur Spieler da, weil sie die Kohle kriegen, die sie Kohle kriegen und weil sie eine gewisse Chance haben oder eine Garantie haben, Titel zu gewinnen. Deswegen gehst du zum FC Bayern, Alter. Das ist nicht wie früher, du gehst zum FC Bayern, weil es der FC Bayern ist. Aber in dieser Zeit lebt der Uli noch. Ja. Und deswegen kommen da Aussagen raus, Alter, die Junge. Ja. Die Diskussion mit dem Lothar, der Lothar hat am Ende so gemacht. Ja. Halt ja lächerlich, 80 bis 100 Millionen. Ja, und dann wechselt der für 90 Millionen an Newcastle United, Alter. Punkt. Ja, der ist einfach aus der Zeit gefallen, der Mann. Und lenkt aber immer noch die Geschicke eines so großen Vereins, indem er, wie jetzt hier geschehen, den Sportvorstand an die Wand nagelt, Alter. Und da musst du auf der anderen Seite auch mal sagen, dass der Sportvorstand das mit sich machen lässt. Ja. Also ich glaube, so Matthias Sammer hätte das damals mit sich nicht machen lassen. So. Ja. Dann musst du halt mal die Fresse aufmachen als Sportvorstand und musst mal sagen, pass mal auf, du bist ein Aufsichtsratmitglied und das musst du öffentlich machen, anders kriegst du die Kurve nicht mehr. Bis hierhin und nicht weiter. Ja. So. Was wird am Ende passieren? Ja, am Ende wird passieren, dass der Eberl irgendwann aufhören wird. So, warum? Weil er nichts entscheiden darf, Alter. Ja, Katastrophe. Du hast das doch schon bei der Tuchel-Causa gesehen, Alter. Du stellst einen Tuchel frei. Ja, der Vertrag ist aufgelöst. Du hast schon eine Abfindung gezahlt. Und dann kommt, warum auch immer, triffst du dich mit dem Tuchel wieder und verhandelst darüber, dass du ihn wieder einstellst. Wem willst du das denn vermitteln, Alter? Da braucht doch keiner erzählen, die sitzen da alle und arbeiten im Team und sind alle Happy Cat und was? Hä? Dieselbe Story mit Davis, dieselbe Story mit Liboy. Wenn der Liboy gesagt hätte, ja, alles klar, ich bleib hier, ja, dann hätte er einen 5-Jahres-Vertrag gekriegt. Junge, das kannst du dir nicht ausmalen. Das kannst du dir nicht ausmalen. Das ist eine Katastrophe und genauso wird es mit Gnabry nächste Saison laufen. Junge, das geht in meine Birne nicht rein. Das kannst du doch auch keinen vermitteln. Hä? Junge, ey. Ja, klar hörst du vom Kalle nichts. Der Kalle, weißt du, der Kalle ist Aufsichtsratmitglied. So, wenn der Uli sagt, so, dann ist der Kalle weg. So, was? Heute, und mal ganz ernsthaft, der ist halt auch in der Zeit stehen geblieben. Wenn du mal die letzten öffentlichen Aussagen von Rummenigge nimmst, dann merkst du das halt. Das sind alte weiße Männer, Alter. Unsere Gesellschaft oder der Sport auch allgemein, was dazugehört, hat sich in den letzten 5 Jahren halt super schnell weiterentwickelt. So, und das sind alles alte Männer, die leben in ihrem Stand von den 70er, 80er Jahre und entwickeln sich nicht mehr weiter. So, das sind sture alte Männer. Punkt. Da entwickelst du dich nicht mehr. Ja. Und das ist ja auch okay. Das ist ja normal. So. Aber da muss man den Hut nehmen. Ne? Und nicht Aussagen treffen wie, ja, wenn die richtigen Personen irgendwann an der richtigen Stelle sitzen, dann sind der Kalle und ich nicht mehr da. Ja, wow. Ja. So. Nochmal. Wie weit willst du das Standing einer Führungskraft in den Schmutz ziehen, Alter? Katastrophe. Ja. Und dann setzt er sich ernsthaft dahin und sagt, ja, der Max muss jetzt aber am Anfang einer Transferperiode, müssen jetzt aber die Transfers bam, bam, bam. Ja, würde ich auch fühlen. Ja, war früher auch unser Markenzeichen. So, gar keine Frage. Ja. Aber dann werf ihn doch keine Knüppel zwischen die Beine, wie er es getan hat. Das ist doch die Farce. Und genau jetzt dasselbe. Ja, du hast 125 Millionen für den Wirtz, gar kein Problem. Ja, macht der Uli locker, zahlen wir. Ja, du hast auch 65 Millionen für den Woldemade, gar kein Problem, zahlen wir. Ja, weil sind ja Uli Hoeneß Transfers. Aber ein anderer Spieler, nein. Nee, das geht jetzt nicht mehr. Nein, das geht nicht mehr, auch wenn ihr 35 Millionen zusätzlich zu den 65, die wir hätten zahlen wollten, für den Woldemade bekommen haben, für den Coman. Das heißt, es wären eigentlich 100 Millionen da. Nein. Also jetzt darfst du nur noch einen Spieler ausleihen. Puh.
Wem willst du das Außenstehender begreiflich machen, Alter? Und jetzt stell dir mal vor, du bist der Typ Max Eberl. Du sitzt da, du weißt, oh ja, 65 Millionen für einen Voldemort darf ich ausgeben. Oh, den kriegen wir nicht. Stuttgart will zu viel haben, aber okay, dann gucke ich mal weiter. Oh, geil, wir kriegen ein Angebot für Kingsley rein, 35 Millionen nochmal oben drauf. Habe ich 100 Millionen jetzt? Ja, geil, da gucke ich, da kriege ich doch bestimmt was uns verstärken wird. Und dann kommt der Uli um die Ecke und sagt, stopp, halt, du darfst jetzt noch einen Spieler ausleihen und das war's. Und dann setzt er sich danach 3 Wochen später in den Doppelpass und labert, ja, aber die Transfers, die müssen am Anfang der Transferperiode, müssen die durch sein, ne? Ja, was ist denn passiert mit seinem Florian Wirtz-Transfer? Ja, Katastrophe, Alter. Junge, Junge, Junge. Stoiber, Alter. Den solltest du genauso. Ach, hör mir auf. Darf jetzt nicht ins Politische abdriften. Da läuft einiges schief, Uli macht nur Unsinn, sei es das mit dem Transfers, das Festgeldkonto oder auch so ewig langgezogene Sticheleien gegen Matthäus ETC einfach peinlich. Ja, ist es. Ich sage, er ist nicht mehr zeitgemäß. Der Mann ist nicht zeitgemäß. Gar nicht. Ich meine, ich bin auch nicht zeitgemäß in vielen Dingen, ne? Aber der, Junge, der ist komplett aus der Zeit gefallen. Katastrophe. Ja, genau das Standing, ja, das ist doch, was ich sage. Habe ich ja auch gelesen, ne? Die Medien stellen den Eberl jetzt als Ernie von Stromberg dar. Ja, und genau so ist es. So. Ey, normalerweise, wenn der Eberl wirklich nochmal ernsthaft einen Job haben möchte in diesem Business, ja, dann muss der den Hut nehmen. Nach den Aussagen. Das geht nicht anders. Wenn er sich das gefallen lässt, Katastrophe, Alter. Was ist das für ein Zeichen? Ja? Und das Traurige ist, dass dann unser CEO, unser Präsident, natürlich alle in die Kerbe von Uli reingehen. Ja? Da hätten sie sich mal emanzipieren können. Da hätten sie mal sagen können, was der Uli da gelabert hat, ist vollkommene Scheiße. Mit Max Eberl läuft da so und so und so und der hat unsere volle Rückendeckung. So, das wäre die Antwort gewesen. Ja? Aber nein, alle schön hier, schön um den Mund schmieren im Uli. Katastrophe, Alter. Und das zeigt halt, jeder Transfer, jede Vertragsverlängerung, alles, was im Verein passiert, was Uli Hoeneß sagt. Das hast du schon beim Tuchel gemerkt. Ja? Der Tuchel hat, erstmal war er natürlich sehr unterhaltsam, aber der Tuchel hat so viel aufgedeckt in unserem Verein, ne, wenn man das mal so im Nachgang betrachtet. Das ist Wahnsinn, Alter. Das ist Wahnsinn. Er ist wahrscheinlich froh, dass er weg ist, wenn wir ehrlich sind. Er ist froh. Glaub mal. Wild. Uli darf keine Interna mehr erfahren. Kommt eh alles raus. Das ist traurig, das sieht doch jeder Spieler, Agent, Manager, Präsident und gegnerischer Verein. Nichts bleibt unter 4 Augen. Nee, bleibt es auch nicht bei uns. Wenn Uli aufgehört hätte, nachdem er aus dem Gefängnis raus wäre, wäre das wohl der richtige Zeitpunkt gewesen. Ja, definitiv. Ich finde es so schade, dass er sich sein Lebenswerk selbst beschädigt. Ja, tut er. Das als Fan traurig mit anzusehen. Ja, aber das haben wir schon, erinnere dich mal zurück, das haben wir vor 2 Jahren haben wir das gesagt. Genau diese Worte. Oder 1,5, wo diese Aussagen zu Nagelsmann und Tuchel waren. 2 Jahre ist es, glaube ich, her, ne? Da haben wir genau dasselbe gesagt. Das war 1:1 dieselbe dumme Scheiße, die er von sich gegeben hat. Das war, wenn du dir das angehört hast, du hast dich geschämt, dass du ein Bayern-München-Fan bist, Alter. Ja, nicht nur die sportlichen Aussagen. Du hast dich geschämt, welche Weltansichten dieser Mensch hat. Ja? Die einzig gute Ansicht ist, dass er gegen die AfD ist. Alles andere, was er von sich gibt, kannst du dir nicht mehr anhören. Das ist eine Katastrophe. Und er setzt sich da öffentlich hin und haut das alle halbe Jahr raus. Also, kannst du nicht mehr. Kannst du dir nicht angucken. Junge, Junge. Da müsste vor allem die Interviews zu aktuellen. Er darf einfach nicht öffentlich auftreten. Punkt. Der kann ja ich meine, lass den Uli sein, wie er ist. Ja, der kann ja, ich meine, der tickt ja genauso. Der sagt ja öffentlich genau, was er intern sagt. Sag das doch intern und sonst halt doch die Fresse, Alter. Halt doch einfach die Fresse. Das ist doch schon schlimm genug. Diese Sachen, die er gerade sagt, intern zu äußern, das ist doch schon eine Bloßstellung eines Max Eberls und sonstigen Leuten hoch 10. Ja? Aber wenn du das doch öffentlich sagst, Alter, du machst den Mann handlungsunfähig.
Ich meine, dass er schon nichts zu sagen hat, nochmal. Ey, wenn du als Sportvorstand nur im CC eines Vertragsangebotes stehst, ja, dann siehst du doch, dass schon irgendwas nicht stimmt, Alter. Und das brauchst du im Nachgang nicht schönreden mit, ja, wir arbeiten im Team, bla Sülz. Ja, halt doch die Fresse, Alter. Das war halt einfach ein Uli Hoeneß-Transfer, der hat gesagt zum Chrissy, pass auf, ich möchte den Woldemar haben, let's go. Ja, ein Eberl wollte den gar nicht haben. Ein Eberl wollte auch nie einen Wirtz haben. Genauso wie ein Kompanie nicht. Die wollten keinen Woldemar haben und die wollten keinen Wirtz haben. Punkt. Ja, das ist einfach Uli Hoeneß Mistdinger. So, aber das Traurige ist, dass dann die Kohle da ist, wenn er was will. Aber wenn die anderen ihre Vorstellung umsetzen wollen, dann sagen wir, oh nee, wir haben kein Geld, wir müssen sparen. So, und das passt halt nicht zusammen, Alter. Und das ist öffentlich. Das ist alles öffentlich. Komplett. Du machst dich halt so lächerlich als Verein. Ja, und das muss doch auch ein Uli Hoeneß raffen. Ja. Jedes Mal kriegt er so ein Echo. Jedes Mal. Ja, und du kannst eigentlich nur hoffen jetzt, entweder, dass ein Max Eberl, ein Chrissy, selbst ein Heiner die Eier finden und da mal ein Statement machen würden, öffentlich, was nicht passieren wird, oder dass ein Eberl seinen Hut nimmt, ja, und danach mal richtig aus dem Nähkästchen plaudern würde. Aber das ist ja dann wieder nicht, weil dann gibt es ja Vertrag mit Klauseln, darfst ja nichts sagen, ist dasselbe wie beim Olli, ja, habe ich schon mal erzählt. Da haben wir so einen komischen Podcast angeguckt vom Olli, da hat er ja ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, darf er natürlich nicht in Details gehen, ja, vertraglich festgeschrieben, so. Ja, der wollte halt auch Sachen anders machen und ja, dann gab es die Kelle. Ja, ist ja eine Katastrophe einfach. Aus dem Aufsichtsrat wählen, ich glaube, als Fan können wir das schaffen, wenn genügend schreiben. Nee, eben nicht mehr. Eben nicht mehr. Das ist doch das, was bei der letzten Jahreshauptversammlung geändert wurde. Oder nicht? War das nicht genau dieses Thema? Dass du nicht mehr, wenn die Mitglieder eine Mehrheit haben, da irgendwie was rumeiern kannst an der Satzung und sonst was? Irgendwas, ich habe keine, ich bin ja nicht drin im Thema, müsste man sich echt mal schlau machen, aber wie gesagt, das ist ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass das auch die Mehrheit der Bayern-Fans so sehen würde. Glaube ich nicht. Ich glaube, es gibt immer noch ganz, ganz viele, die den Uli Hoeneß vergöttern. Und wie gesagt, das ist ja auch, ey, alles gut, ne? Das ist dasselbe wie bei Spielern. So, wie viele Leute hast du, die sagen, ja, du kannst den aber nicht kritisieren, weil der hat ja vor 5 Jahren, hat das Siegtor geschossen oder hat er was weiß ich was. Kannst du jetzt nicht kritisieren. Junge, die raffen das alle nicht. Ja, Vergangenheit ist Vergangenheit. Was Uli Hoeneß in der Vergangenheit gemacht hat, ey, brauchen wir nicht drüber reden, ja. Wir haben ihm super viel zu verdanken als Verein, aber wir leben im Hier und Jetzt schadet er dem Verein. Punkt. Ja. Je mehr ich drüber nachdenke, Uli weiß immer alles selbst, wenn er draußen wäre. Je mehr ich drüber nachdenke, Uli weiß immer alles selbst, wenn er draußen wäre, verstehe ich nicht. Darf als Ehrenpräsi alles sagen, aber selbst dann würde ein Stoiber noch internes weitergehen. Stoiber, Alter, sitzt der immer noch im Aufsichtsrat oder was? Das ist halt auch so ein, hör mir auf. Muss mir selber den Mund verbieten. Für Eber Psyche ist der Uli ein Sargnagel. Ich weiß nicht, vielleicht ist der Eberl ja da durch die Erfahrung, die er gesammelt hat, ist er genug geerdet, um zu sagen, so, ja, das ist so absurd und so hohl, das lasse ich gar nicht an mich ran. Ist ihm zu wünschen, ne? Heiner und Resen was gegen Uli sagen, ja, ganz genau. Dem YouTuber mache ich einen Vorwurf, wieso hat er Uli nicht gefragt, wieso wir kein Festgeldkonto mehr haben und wir seit über 20 Jahren nur schwarze Zahlen schreiben. Ja, das sind ja keine, alles gut. Ist er der YouTuber oder was? I don't know. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob die da frei Schnauze reden dürfen, so, weißt du? Das weiß ich. Ich weiß nicht, wie das läuft im Doppelpass. Ich habe keinen Plan. Aber ja, ich hätte genug kritische Fragen, die man mal stellen könnte, ja, aber das passiert ja nicht. Schau mal weiter. Ja, ich weiß, ich hab ja ist ein Team, das wirklich sehr gut zusammenpasst. Das gebe ich zu, haben wir
nach dem Rücktritt von Karl-Heinz und mir bisher nicht so gefunden. Insgesamt, ich meine, dass da der eine geht und der andere, das ist eigentlich nicht üblich bei Bayern München. Ja. Daran muss hart gearbeitet werden. Aber trotzdem bin ich da nicht so pessimistisch, denn ich habe das Gefühl, mit unserem neuen Trainer, mit dem Christoph Freund, auch mit Max, die Der ist auch schon wieder gut. Wenn du Uli kennst, auch mit Max. Sehr gut. drei arbeiten ganz gut zusammen. Und wir, Karl-Heinz Rummenigge und ich und Herbert Heiner nicht zu vergessen, Aufsichtsratsvorsitzender, für uns wäre es Okay, der Heiner ist also Aufsichtsratsvorsitzender. Okay. Ja, ist halt ein Freifahrtschein für den Uli. Ne? viel schöner, wenn wir gar nicht eingreifen müssten. Aber wir können nicht eingreifen, wenn wir das Gefühl haben, gewisse Dinge laufen nicht richtig. Und dann muss man natürlich eines sehen. Wenn Sie sagen, zu unserer Zeit war die mediale Situation natürlich eine ganz andere. Ganz andere. Ja, aber wenn du das doch schon mal realisiert hast, Alter, dann setz dich doch nicht medial dahin und laber so viel Scheiße, Alter. Wenn er das doch schon mal realisiert hat, dass das eine ganz andere Zeit war. Ja, aber ein Uli verhält sich halt nicht anders. Der verhält sich immer noch genauso wie früher, Alter. Ja? Wild, Alter. Die Aussagen sind echt wild. Also Katastrophe. Vorsitzender, für uns wäre es viel schöner, wenn wir gar nicht eingreifen müssten. Aber Das ist so lächerlich. Dann sitzt da noch eine, die hat zum Glück ein Köln-Trikot an oder was. Sie nickt auch noch, Alter. Für ihn wäre es viel schöner, wenn er nicht eingreifen müsste. Junge, wir reden über einen Harry Kane-Transfer, den er ins Stocken gebracht hat, den er 20 Millionen teurer gemacht hat. Wir reden über einen Duet-Transfer, den er abgesägt hat. Und das war richtig einzugreifen. Und jetzt reden wir über einen Wirtz-Transfer, wo er ja eingegriffen hat, und einen Woldemade-Transfer, die er beide nicht bekommen hat. Junge, ey. Ich muss echt aufpassen, dass ich gerade nicht ausfallen will. wir können nicht eingreifen, wenn wir das Gefühl haben, gewisse Dinge laufen nicht richtig. Und dann muss man natürlich eines sehen. Wenn Sie sagen, zu Das ist halt, was ich meine. Ne? Das ist genau das, was ich vorhin gesagt habe. Normalerweise Aufsichtsrat, du legst ein Budget fest, lässt deine sportliche Führung arbeiten. Aber wenn dann der große Uli sieht, oh nee, den mag ich nicht. Nee, den mag ich nicht. Den mag ich nicht. Max, nein, gibt's nicht. Dann gibt's den nicht. Aber Max, weißt du, der Florian, ne, den Wirtz. Junge, 125 Millionen, gar kein Problem. Machen wir, wa? Kannst du gebrauchen, oder? Ja, da fragt er ja gar nicht, kannst du gebrauchen. Den verpflichten wir. Alter. Puh. Fällt dir nichts so ein, oder? Junge, Junge. zu unserer Zeit war die mediale Situation natürlich eine ganz andere. Ganz andere. Da konnte man Auch die wirklich auch finanzielle. mit dem einen oder anderen Journalisten mal ein Bier trinken und sagen, Ja, das machst du heute auch noch, Uli. Deswegen kommt die ganze Scheiße ja raus. Wilde Nummer, Alter. Ich glaube, es ist ganz gut, dass ich den Doppelpass nicht ganz gucke, ey. Ja. Aber den durfte Max Eberl ja noch verpflichten. Ne? Den durfte er noch verpflichten. Zum Glück. Aber wahrscheinlich, weil es nur 50 Millionen waren. Doué war ja 60 Millionen, den durfte er dann nicht mehr verpflichten. Komm, wir gucken uns das nächste Thema auch noch an. Dieser Saison bleibt, dann kommt ja noch das große Geld, was bezahlt werden muss. nein, das muss ja nur dann bezahlt werden, wenn der 40 Spiele von Anfang an macht. Die macht er nie. Ach Da so. brauchen Sie sich keine Ja, gut, dann wissen Alter, das ist halt auch so, ey, das ist so ein Take, da könnte ich richtig abdrehen, ne? Ich schenke mir das jetzt. Aber was hat diese Aussage, sich da jetzt so hinzustellen, was hat das denn bitte mit seinem ach so tollen und nie was gegen eigene Spieler sagen, mir ist an mir zu tun? Sich da jetzt so hinzustellen und ja, wir haben den jetzt ausgeliehen, eigentlich wollen wir den gar nicht, es ist nur ein Notnagel und die 40 Spiele macht er eh nie, interessiert uns nicht. Ey, und dann sitzt da ein ganzes Publikum und lacht noch, weil ich die Fresse da im Hintergrund sehe, Alter. wir doch
Bescheid. Wie gut oder wie gaga war eigentlich der Transfersommer des FC Bayern, Herr Hoeneß? Ja, ich habe einen Florian nicht gekriegt und ich habe einen Woldemar auch nicht gekriegt. Deswegen war der nicht gut. Es war eine Zeit offensichtlich, die Ihnen nicht nur gefallen hat, dieser Transfersommer, aber aus Sicht des FC Bayern, Ihres FC Bayern, war das jetzt gut oder Also, ist das irgendwie bitter, dass man das alles mitmachen Herr muss? Sole, der in seinen Kommentaren ja immer überspitzt darstellt, hat offensichtlich von den Gedanken, die beim FC Bayern Junge, dass da rechts immer noch, wie heißt er, dieser komische Schalker sitzt, der ist doch auch schon scheintot, oder nicht? Junge, im Doppelpass sitzen immer noch die Leute wie vor 15 Jahren, wo ich die letzte Folge gesehen habe. vorherrschen, keine Ahnung. Tatsache ist, dass wir beim FC Bayern sehr zufrieden sind mit diesem Transfersommer. Wir sind der eigentliche Gewinner Hier. Wie heißt der? Alfred Draxler oder sowas? Katastrophe, Alter. Dann sitzt da doch der Effe rum. dieses Transfersommers, weil wir eine Mannschaft haben, die sehr stark ist. Die musste man nicht um 3, 4 Spieler ergänzen. Natürlich hätten wir gern Florian Wirtz gehabt. Aber für 150 Millionen hätten wir, Und da hast du recht, Ammo. Warte, ich muss zurückspulen. der stark ist, die musste man nicht um 3, 4 Spieler ergänzen. Natürlich hätten wir gern Florian Wirtz gehabt. Aber für 150 Millionen hätten wir den nie gekauft. Ach, Uli, ey, du machst dich gerade so lächerlich öffentlich. Wir hätten gern den Nick Woltemade gehabt. Wir haben 55 Millionen geboten und Stuttgart wollte 75. Jetzt haben sie ihn offensichtlich für fast 90 nach Nottingham verkauft. Aber was Nottingham da macht, hat ja mit Fußball nichts zu tun. Da merkst du schon, dass der Uli nicht auf dem Stand ist, oder? Also er sagt jetzt zu Newcastle, sagt er Nottingham. Ich sag, der Mann ist durch, Alter. Das ist ja auch nicht schlimm, der ist halt alt. Ja, wenn wir alt werden, werden wir dumm, leben in unserer eigenen Welt. Du veränderst dich doch nicht mehr, wenn du 60 bist, Alter. Ich verändere mich doch nicht mehr mit 50. Ja, du bist, wie du bist und gut. Ja, und deswegen macht es ja auch Sinn, dass er in gewissen Positionen einfach keine alten Menschen mehr das Sagen haben. Das ist dasselbe wie mit unserer Politik, Alter. Das ist ja 1:1 dasselbe. Newcastle. Nein, Newcastle. Aber das ist ja Monopoly. Rücke vor bis zur Schlossallee, dann kommt irgendein Scheich und dann kannst du kaufen. Das hat man nicht. Alles Uli-Jünger da. Und wenn sich jemand aufregt über diese Leihgebühr, erstens ist sie nicht 16,5, weil der Spieler und sein Berater 3,5 Millionen. Jetzt mal ernsthaft, Alter. Der setzt sich öffentlich hin. Ich weiß nicht, haben wir das jemals erlebt? Haben wir das jemals erlebt, dass sich jemand öffentlich hingestellt hat beim FC Bayern und irgendwelche Vertragsdetails oder Zahlen ausgeplaudert hat? Was hat der bitte für, was ist seine Intention, Alter? Ich zeig euch hier, dass ich der bin, der das Sagen hat, oder was? Was ist das denn für ein Verhalten, Alter? Das ist ja noch nicht mal mehr über die Bild-Zeitung gestreut. Der setzt sich ja da original hin in den Doppelpass und setzt sich da hin und sagt, ja, das ist so und so, so sind die Zahlen, so ist das. Und ja, ich habe hier auch mal die Liste mitgebracht, was jeder so verdient und Punktprämien und was ist denn los mit ihm, Alter? Was stimmt in seiner Birne nicht? Du kannst dich doch nicht da hinsetzen und öffentliche Zahlen preisgeben. Hä? Ich meine, schlimm genug, dass er Vertragsdetails freigegeben hat von der Jackson Leihe. Jetzt gibt er noch Zahlenpreis. Öffentlich. What the fuck? Da setzt man sich da hin und sagt, wir kommentieren keine öffentlichen Zahlen. Das ist nicht so, wie sie denken. Punkt. Alter. Junge, und dann denkt er echt, das ist nicht vereinsschädigend, oder was? Junge, Katastrophe. Junge. Alter. Das hätte mal der Kaiser machen sollen, als Uli Manager war.
Da wäre die Seemner explodiert, ja. Aber glaubt mir, der Kaiser hätte sich durchexplodiert. Glaubt's mir. Ganz ehrlich, wenn der Wirtz gesagt hätte, er möchte zum FC Bayern, hätte der Uli auch die 150 Millionen gezahlt, wenn es 150 Millionen gewesen wäre. Dann wäre er irgendwie in der Adidas gelaufen, hätte da 25 Millionen ausgedient für ein halbes Jahr oder sonst was. Garantiere ich dir. 100 Pro. Weil das sein Statement-Transfer war, den hat er aber nicht bekommen. Ja, weil ein Vincent Kompany, ein Florian Wirtz nicht überzeugen konnte, wie er ins System passt. So, da siehst du doch schon, dass die gar kein Interesse daran hatten, einen Florian Wirtz zu verpflichten. Nur Uli wollte das. Junge. Katastrophe. Es war die 30-jährige Jubiläumssendung und da waren auch Uli Brückner, Thomas Helmer und Davon Torra mit Moderationsabschnitt. Ah, okay. Die haben da ganz komisch moderiert, deswegen, und da Uli die meiste Redezeit hatte, kamen die anderen Gäste echt wenig zu Wort. Wundert mich eigentlich, dass die nicht noch mehr von den alten Regulars eingeladen hatten. Na, wild. Ja, keine Ahnung, Vertragsdetails ist... Ey, sorry. Es geht in meinen Kopf nicht. Demenz vielleicht. Ja, keine Ahnung. Alte Leute, das ist ja auch okay. Ja. Ja. Übernommen haben. Das heißt, der Spieler kostet 13,5 und wenn ich die 13,5 sehe, dann finde ich das überhaupt kein Problem, weil wenn ich einen Spieler für 5 Jahre für 80 Millionen kaufe, kostet es ihm ja auch 16 Millionen Abschreibung und so sind es 13. Also das ist ein gutes Transfer, ja. Und dann kommt noch etwas. Er bleibt ja, wenn... Also rechnen wir jetzt so. Ja, das wusste ich auch noch nicht. Aber gut zu wissen, habe ich wieder was gelernt heute. Okay. Ja. Und dann noch etwas. Und dann noch etwas. Und dann noch etwas. Ich habe noch was zu sagen, nämlich. Ne, wenn ich jetzt schon mal hier bin, dann kann ich auch mal noch was sagen. Man muss im Leben irgendeinen Tod sterben. Ich sage gleich 3 Euro. Wenn wir jetzt noch mal 1, 2 Spieler für 50, 60 Millionen gekauft hätten und wir kriegen ja im November 3 Neuzugänge, die kosten nichts. Verletzte Spieler, die zurückkommen. Musiala, Davis und Ito. Und dann haben wir auch noch junge Spieler. Die TZ hat die Woche wochenlang verlangt, dass wir neue Spieler kaufen. Ja, da gehe ich ja mit. Das ist ja auch den Take, den ich verteidigt habe. Ja. Das ist ja auch okay, dass man, wenn der Trainer und der Sportvorstand nicht wirklich auf die eigenen jungen Spieler setzen will, dann muss er sie halt dazu zwingen. So, ja. Aber das ist ja kein Thema, das muss ja auch nicht nach außen kommunizieren. Kommunizierst das an deinen Trainer, an deinen Sportvorstand, sagst dem, pass mal auf, das ist die Vorgabe, das wollen wir und das ist die Kadergröße, die du verpflichten darfst und gut. Ja. Das kannst du ja kommunizieren. So, das ist ja fein. Ja. Aber das Ganze hier ist eine absolute Farce, Alter. Kaum ist das Transferfenster zu, schreiben sie, was ist mit den jungen Spielern vom FC Bayern? Jetzt haben wir eine Mischung, so 15, 16 starke Spieler und 2, 3 junge, die der Trainer jetzt gezwungen ist, irgendwann einzubauen. Und wenn das gelingt, dann ist es das beste Transferjahr, das wir je hatten. Trotzdem noch Ja, und wenn es nicht gelingt? eins. Noch eins. Ich glaube nicht, dass der Uli das noch realisiert, dass er Blödsinn gelabert hat. Nee. Wie gesagt, denselben Blödsinn hat er vor 2 Jahren gelabert. So. Den gleichen Blödsinn labert er alle halbe Jahr auf irgendwelchen Kongressen. Da kriegst du es nur nicht so mit, dann steht es in irgendeiner Zeitung, irgendein Interview oder sowas. Da labert die gleiche Scheiße. Ja. Das kriegst du jetzt nur so mit und das ist jetzt so ein Echo, weil er im Doppelpass sitzt. So. Ja. Davor die Sachen, die er von sich gegeben hat, das war das mediale Echo nicht so. Aber der hat da schon die gleiche Scheiße gelabert. Und das ist teilweise 2 Jahre her. Also der realisiert das nicht. Nochmal, der lebt in seiner Welt von vor 10, 15 Jahren und hat die gleichen Ansichten. So, und
das passt halt nicht mehr in die heutige Fußballwelt. Die Welt hat sich so schnell verändert und erst recht das Fußballthema, das passt halt alles nicht. Ja. Ich verstehe es aber auch nicht, warum er sich dann da so abwertend gegen den Jackson da dann geäußert hat. Das ist eigentlich nicht so ein, das habe ich nicht verstanden jetzt. Ganz ehrlich, da habe ich mich gerade für geschämt, für dieses Verhalten. So, weiß ich nicht. Also, was ist das für eine Art und Weise, Alter, mit Menschen umzugehen? So. Wir haben gerade vom Monopoly-Spiel gesprochen. Die Schlossallee, die war ja lange an der Sebener Straße. Das ist vorbei? Ja, aber die Schlossallee ist nur deshalb nicht mehr beim FC Bayern, weil Abu Dhabi, Saudi-Arabien und Katar jetzt mitspielen. Und gegen die hast du keine Chance. Und deswegen ist es in dem Geschäft, das wichtigste Wort in dem Geschäft heißt Nein sagen. Nein sagen zu diesen verrückten Auswüchsen. Und irgendwann haben diese Scheichs auch die Schnauze voll. Also wenn er nach diesem... Ganz genau, das wird passieren, Uli. Genau das wird passieren. Genau das wird passieren. Ja. Wilde Nummer. Wilde Nummer. Es tut weh, ich habe es live gesehen. Okay, ja, ist schon gut, dass ich mir sowas nicht live angucke. Es wurde so viel Interna rausgehauen, ich wusste nie so viel wie jetzt über unsere Internas. Ja. Ja, aber das war vor 2 Jahren ja auch schon so. Ne? Gibt es Aufsichtsräte nicht auch sowas wie eine Verschwiegenheitsklausel? Frag für einen Freund ohne Internet. I don't know, wie das beim FC Bayern gehandhabt wird. Das gilt wahrscheinlich auch für jeden, nur halt nicht für Uli. Chico, danke für dein Geschenk-Abo, ne? Kam gar kein Sound oder was? Oder ist das dem Uli Blabla untergegangen? Wilde Nummer. Wilde Nummer. So, gucken wir uns jetzt noch die Zusammenfassung an, oder was? Damit wir alles zusammen haben. Komm. Ich habe es ja nicht gesehen. Vielleicht kommt da ja noch was Neues. Wenn gewisse Dinge nicht gut laufen, würde ich immer meinen Maul aufreißen. Lothar ist ständig da, den kann ich packen, die Saudis kann ich nicht packen. Er fühlt sich jetzt im Recht und ich gebe ihm das Recht nicht. Da kannst du jetzt mal über was anderes reden. Der liest morgens die Bildzeitung und sagt abends, was er zu sagen hat. Komm. Das ist ja Monopoly. Ja. Rücke vor bis zur Schlossallee, dann kommt irgendein Scheich und dann kannst du kaufen. Nein, das muss ja nur dann bezahlt werden, wenn der 40 Spiele von Anfang an macht. Die macht er nie. Da brauchen Sie sich keine... Ey, die Aussage ist so hart für mein Empfinden, Alter. Boah. Dann wissen wir doch Bescheid. Karl-Heinz Rummenigge und ich, wir haben uns oft gestritten. Hoffentlich macht der 40 Spiele, Alter, und scheißt Uli dann auf den Tisch, Alter. Und bringt dann, wenn der Vertrag sich verlängert für 4 Jahre, nicht mehr in ein Spiel Leistung, ey. Und macht so ein Bunasar-Ding. Und reibt den Uli schön unter der Nase. Gestritten wie die Besenbinder. Max ist ja ziemlich empfindlich, aber ich kann Ihnen versprechen, wir werden so heiß sein wie nie zuvor, weil wir jetzt ehrgeizig sind, allen zu zeigen, dass es auch so ist. Die Bild-Zeitung schreibt 10 Namen auf und wenn am Ende einer davon zum FC Bayern kommt, dann sagen sie, wie wir schon damals gesagt haben, man muss im Leben irgendeinen Tod sterben. Ich sage gleich 3 Euro. Und wenn das gelingt, dann ist es das beste Transferjahr, das wir je hatten. Ja, ich kann mit solchen Summen... Also ja, aber dann dürfen Sie nie Manager bei Bayern werden. In den letzten Wochen und Monaten wurde ja hier nur noch über Transfers gesprochen. Wir müssen wieder über die Basics reden und Fußball, um das geht's. Und das Schlimmste für mich ist, wenn während einem Spiel von der Vierer auf die Dreierkette umgewechselt wird. Davon halte ich überhaupt nicht. Beweis. Das ist der Beweis, Leute. Das ist der Beweis. Ich hab's gesagt, er lebt in seiner Welt. Der lebt in der Zeit von vor 20 Jahren, Alter. Ist so. Der lebt in seiner Zeit von vor 20 Jahren. Wenn es nach Uli geht, wird er wahrscheinlich noch, wie du es geschrieben hast vorhin, wird noch ein Libero und ein Vorstopper auflaufen. Aber wahrscheinlich mag er deswegen den Kompany so, weil wir unter Kompany ja so eine Art Manndeckung spielen. Mannorientiertes Pressing, aber interpretiert der Uli dann wahrscheinlich als Manndeckung, deswegen feiert er das so. Alter.
Junge, gut, dass ich das nicht in Gänze gesehen habe, sondern nur hier in diesem kurzen Ausspruch von ihm. Katastrophe, Alter. Das wäre auch für Max gut, wenn er endlich begreift, dass wir sind ein Milliardenladen, dass man das auf mehrere Schultern verteilt. Und er selbst sagte dann, Die Aussage habe ich halt auch nicht verstanden. Die habe ich ja gelesen gehabt. Das ist ja eigentlich das, was der Eberl. Also einer muss ja lügen. So, entweder lügt der Uli, ja, oder der Eberl. Aber der Eberl hat ja von Tag 1 an gesagt, dass da alles im Team mit ihm und Christoph Freund und Chrissy passiert. Ja, hat er von Tag 1 an erzählt. Und dann setzt sich der Uli jetzt dahin und erzählt, ja, der Max muss mal lernen. So. Ja, wahrscheinlich ist der Uli einfach enttäuscht, dass der Max nicht jedes Mal einen Uli anruft und sagt, ja, Uli, pass mal auf, wir haben ja hier das und das. Und was hältst du denn davon? dazu, Lothar Matthäus, der hat nicht alle Tassen im Schrank. Ja, wir haben uns gestern getroffen beim Frauenspiel, aber wir geben uns auch die Hand. Aber sonst haben wir relativ uns wenig zu sagen, weil ich festgestellt habe, dass er noch keine neue Tasse gefunden hat. Didi Hamann nicht so ganz unter Lothar, die reden aus einer Position völlig ohne Verantwortung. Wenn man da schön im Sky-Studio sitzt... Das ist die beste Aussage, Alter. Die reden aus einer Position ohne Verantwortung. Ja. Aber dann reden die bei weitem noch nicht so viel Scheiße wie der Uli in der Position in der Verantwortung. Alto Belli. Oder in der Bild-Zeitungsredaktion, dann kann man alles verlangen. Ja? Aber man muss das Geld erst mal einnehmen, bevor man es ausgibt. So habe ich als Schwabe das gelernt. Hat er Glück gehabt. Hat er Glück gehabt, ja. Barcelona lässt grüßen. Wenn man kauft, plötzlich hat man 1,2 Milliarden Schulden. Auf Wiederschauen. Es gibt auch Tage, wo ich über den FC Bayern keine Sekunde nachdenke. In dem Moment, wo ich mir Gedanken mache über Bayern München und das mal sage, das wird ja wohl noch erlaubt sein. Wenn er dasselbe über Trump sagen würde, hätte er ein Problem. Herr Sole, der in seinen Kommentaren ja immer überspitzt darstellt, hat offensichtlich von den Gedanken, die beim FC Bayern vorherrschen, keine Ahnung. Ja, aber die Schlossallee ist nur deshalb nicht mehr beim FC Bayern, weil Abu Dhabi, Saudi-Arabien und Katar jetzt mitspielen. Und gegen die hast du keine Chance. Und deswegen ist es in dem Geschäft, das wichtigste Wort in dem Geschäft heißt Nein sagen. Nein sagen zu diesen verrückten Auswüchsen und irgendwann haben diese Scheichs auch die Schnauze voll. Inter Mailand stand letztes Jahr im Champions-League-Finale. Da hängen auch Investoren mit drin, ja. Aber die haben nicht ansatzweise das Geld zur Verfügung wie PSG, Ja, wie Manchester City. Die wissen bis heute nicht, wie sie gegen uns gewonnen haben. Du hängst dich jetzt da auf an dem Markus Babbel, aber das ist so unwichtig, wie wenn in China ein Radl umfällt. Dieser Kreis haben wir früher gesagt. Ne? Das ist in China der Kreis. Jetzt haben sie mehr Räder. Ah, ja, richtig, genau. Ne? Glaubt doch kein Mensch, dass bei Transfers über 80, 90 Millionen der Herr Kröscher das selbst entscheidet. Never ever. Wenn bei uns irgendwas passiert, ist es in Deutschland innerhalb von Sekunden. Und wenn irgendjemand in diesem Verein mal kommt und sagt, du, jetzt reicht's langsam, bin ich am nächsten Tag weg. Alles klar, Alter. Jahreshauptversammlung, schaltet mich live dabei. Das verkehrte Knopf. Ich sag ihm das. Ist kein Problem. Sag ihm, Uli, pass auf, es reicht jetzt. Junge. Wilde Nummer. Wilde Nummer. Wilde Nummer. Also ich kann da eigentlich kann ich nur den Kopf schütteln zu den ganzen. Aber das ist ja, was ich sage. Das bestätigt ja nur meine These, Alter. Der lebt halt einfach in seiner Welt. So, der Zug ist abgefahren. Ja. Das ist so. Der kriegst du auch nicht mehr eingefangen. So. Der ist und gut ist. Ja, da muss wirklich jemand kommen und muss sagen, Uli, komm, ist gut jetzt. Sieh zu, dass du weggehst. Ansonsten wird da nichts passieren. Ja. Ei. Und dann kannst du froh sein, dass du aktuell so einen Eberl hast, der das ausbadet, Alter. Aber das ist ja, was ich immer gesagt habe. Es ist halt super schwierig, mal Eberls Arbeit wirklich zu beurteilen, weil du gar nicht weißt, was er machen darf, was nicht. Und wenn du jetzt so die letzten Wochen gesehen hast, Junge, was willst du beurteilen? Ja, was willst du beurteilen? Nochmal, nach dem Eberl wären du bei uns gewesen letztes Jahr. So, das hat ein Uli verhindert. Ja.
keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie man das transparent oder wie man das überhaupt bewerten will, was ein Eberl da macht oder was nicht. Keine Ahnung. Blickt ja keiner durch. Ja, ach, wie gesagt, man braucht sich nicht an den Aussagen von Uli irgendwie aufhängen. Natürlich gibt es Vereine, nimm Chelsea damals mit Abramovic, nimm dann PSG mit den komischen Scheißen in Manchester City und sowas. Alles ist gut. Ja, da sind genug Millionen, wenn nicht Milliarden geflossen, so, das ist alles richtig. Aber es gibt auch Vereine, wo das halt nicht so ist. Ja. Und natürlich, so wie es ein Company in der 1PK gesagt hat, wenn du dann aufsteigst in die Premier League und 100 Millionen Fernsehgelder bekommst als Aufsteiger, ja, dann weißt du, wie der Hase hoppelt in der Premier League. Ja, so. Ja, du hast vorher, was hat er gesagt, vorher 20 gehabt und steigst dann auf, kriegst 100, also machst 80 plus, so als Aufsteiger. Also dann weißt du doch, ne? So, natürlich sind in vielen englischen Vereinen da irgendwelche Investoren hinter, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Alles gut. Ja, und es ist ja auch lobenswert, dass beim FC Bayern nicht so ist. Und ich finde es ja auch den richtigen Weg zu sagen, wie er es sagt. So, du musst Nein sagen, du musst deine Jugendspieler mehr einbauen. Ey, 100%. Ja, 100%, da gehe ich 100% mit dem Uli. Aber du kannst nicht so mit deinen Mitarbeitern umgehen und die so an die Wand nageln da, ja. Und wie gesagt, mit vielen Ansichten gehe ich halt auch gar nicht mit, Alter. Wie gesagt, diese Jackson-Geschichte, wie kann man denn so abwertend über seinen eigenen Spieler reden, Alter? Und den quasi direkt sagen, ja komm Junge, wir haben dich nur als Notnagel geholt, ist uns scheißegal, was du hier machst. Ja, also Katastrophe, Alter. Katastrophe. Zu der Dreier- und Viererkette, ey, da sage ich jetzt am besten gar nichts. Katastrophe halt einfach. Junge. Ja, auch diese Aussagen, ne, wir brauchen nicht darüber reden. Ja? Also, wie gesagt, du kannst den Uli gerne mal fragen, zu den tollen Sponsorenstellen, die wir da haben. Weiß ich nicht. Ja. Ich glaube, dass das nicht gerade besser ist wie irgendwelche saudischen Geschichten. Wenn du da für Ruanda wirbst und sorry. Ja, also. Da weiß ich auch nicht, wie man das schönreden will. Ja, mal ganz davon abgesehen, dass wir jetzt auch wieder für irgendwelche Katar-Scheiße da, was weiß ich, was haben. Ich sag. Dummes Gelaber. Ja, ist halt so. Motzen mit andere Ölgeld nehmen, aber bei uns ist es nur ein Sponsor mit Katar. Qatar Airways macht nur Hauptsponsor-Deals, bei uns nur einen kleinen Sponsor. Ja, weil die Telekom da mehr geboten hat, sonst wären die ja wahrscheinlich Hauptsponsor geworden, ja. Naja. Ja, na klar ist das ein Uli egal. Ey, ohne Scheiß, ob Eberl hinschmeißt oder nicht, ist Uli egal, die finden schon mit den anderen. Das weiß ich gar nicht. Das weiß ich nicht. Ohne Witz. Ohne Witz, ich weiß nicht, ob du sagst, du findest schon einen anderen. Ich würde behaupten, nee. Nee. Wer soll sich das denn antun? Wer soll sich das denn bitte antun? Und jeder, der dann ein bisschen Verstand hat, ruft doch mal kurz den Max Eberl an und fragt mal, ey Max, wie war das denn wirklich? Und wenn der dann das Nähkästchen aufmacht, Junge, nix. Ohne Scheiß, wenn der Eberl hinschmeißt, wird es so sein und dann wird gesagt, ja, eigentlich brauchen wir den Sportvorstandposten ja auch nicht. Wir haben ja immer noch einen Sportdirektor mit Christoph Freund und wir haben ja den Dresen als CEO. Das sollte schon ausreichen. Ja.
Also, wie gesagt, ich wüsste nicht, wer sich das freiwillig antut. Wer soll sich das antun? Du weißt doch jetzt, durch die letzten Wochen und Monate weißt du doch, du gehst zum FC Bayern und hast am Ende nichts zu sagen. So, das weißt du. Du musst alles absegnen lassen, du musst dir für alles das Okay, das Ja und Amen holen. Du hast nichts selber in der Hand. Das ist doch nicht die Definition dieser Rolle. Ja? Also jetzt aus meiner Sicht, keine Ahnung. Vielleicht gibt es irgendeinen, aber ich glaube, so ein Grösche, der da immer wieder genannt wird, der wird das nicht machen, Alter. Definitiv nicht. Ja, der wird sagen, hast du noch alle Latten am Zaun, Alter? Was soll ich hier, wenn du eh alles entscheidest? So. Ja, und wenn Max Eberl das vorher gewusst hätte, wäre er auch nicht da. 100 Pro. Wenn der vorher gewusst hätte, dass er nichts zu sagen hat oder dass seine Arbeit dann noch torpediert wird, indem er dann von oben kommt, nee, Transferstopp, nee, du darfst jetzt nur noch einen ausleihen. Sorry, hätte der Eberl auch gesagt, alles klar, mache ich nicht. Ja, aber wie gesagt, der tut sich das doch gar nicht an, der Gröschel. Warum sollte sich das jemand von Format antun? Ja. Kann ich mir nicht vorstellen. Nee, das wäre ja nicht anders mit einem anderen Sportvorstand. Das ist das ja. Ja, da sind wir einer Meinung, Anmo. Naja, du machst das ja auch nicht nur, ein wenig kleiner, aber du darfst ja auch nicht vergessen, wir haben ja auch Anteile weggegeben. So. Ja, klar ist das alles eine Nummer kleiner, aber du hast auch Anteile an Adidas verkauft, an der Telekom verkauft. Das war jetzt nicht so, dass das 10 Millionen waren. Ja, das darf man ja auch alles nicht vergessen. Also, wir sind ja nicht umsonst eine AG. Klar, du hast die Mehrheit bei dir, logisch. Du hast halt nicht das Ding, dass du verkauft werden kannst, etc. Aber es ist ja nicht so, dass du kein Geld dadurch durch eingenommen hast. Also. Wenn der Max redet, ist die Büchse der Pandora geöffnet, da. Ist so. Ja, aber darum geht's doch. Es bringt dir doch nichts, wenn du da keinen sitzen hast, der kein Topmann ist. Das haben wir doch gesehen und mit Brazzo. Obwohl, wenn du dann den Brazzo mal im Nachgang guckst, hat der Brazzo ja noch einen guten Job gemacht. Abgesehen davon, dass er die Gelder in die Höhe getrieben hat. Aber nochmal, diese ganzen Transfers, wir haben es ja jetzt gesehen, kommen ja auch nicht von ungefähr. Also die wurden ja auch vom Aufsichtsrat abgesegnet. Also da immer den Brazzo in die alleinige Verantwortung nehmen, ist ja eh Bullshit. Aber ist natürlich schön für den Uli. Der Uli konnte sich das schön rausziehen. Ne? Ja. Ist halt so. Last Man Standing, ja. Der Chrissy, ja. Uli will wahrscheinlich Brazzo zurück. Hm. Der Lahm hat es damals schon gewusst. Der Lahm hat gesagt, solange Uli Hoeneß da ist, werde ich kein Amt annehmen beim FC Bayern. So. Schlauer Mensch halt einfach. Aber der Lahm war schon immer ein schlauer Mensch. Ja. Wer ist Freund? Ja, ganz genau. Wurde nicht mal geholt, um Talente wie Haaland zu finden und zu fördern. Welche Aufgabe hat dieser Mann eigentlich? Ja, das weiß ja keiner. Also ein Christoph Freund wurde ja eigentlich geholt, wie du sagst, um den Haaland zu verpflichten, wo er in Dortmund war. Also bevor er den letzten Stepper zu dem absoluten Topstar macht. Also nicht, dass du 80, 100 Millionen zahlst, sondern 20. Dafür wurde der mal geholt. Was genau? Ich habe keine Ahnung. Aber das ist ja, was ich sage. Du weißt ja nicht. Du weißt ja noch nicht mal, auf welchem Mist ist denn Michael Olise gewachsen? Auf welchen? Hat der Kompanie gesagt, ey, den kenne ich aus der Premier League, den müssen wir unbedingt holen, das ist eine Granate? Hat der Freund gesagt, den beobachte ich schon seit 2 Jahren, der ist jetzt soweit, komm, let's go? Oder hat Max Eber gesagt, ey, den habe ich auch schon auf dem Zettel, den müssen wir jetzt holen? Das wissen wir ja nicht.
So, wem willst du den Transfer, wenn wir jetzt mal vom positiven Transfer reden, wem willst du den auf die Fahne schreiben? I don't know. Ich meine, Luis Diaz jetzt zu verpflichten, ist ein No-Brainer-Transfer. Für das Geld natürlich diskussionswürdig, logisch. Aber das ist ja jetzt nichts Überraschendes gewesen. Wenn du den verpflichtest, weißt du, was du bekommst. So, ja. Und du hast genau das Gegenteil, was dir bisher gefehlt hat. Du hast einen Spieler, der selten verletzt ist. Du hast einen Spieler, der rennt, ackert, mal locht für das Team. Genau das, was unsere Außenbahnspieler bisher nicht gemacht haben. So, deswegen war das ein No-Brainer-Transfer. Natürlich zu teuer, definitiv, brauchen wir nicht drüber reden. So. Aber I don't know. Ich weiß es nicht. Wer hat gesagt, wir müssen Michael Olise verpflichten? Uli war es nicht. Das wissen wir, weil Uli hat gesagt, ihr kennt ihn nicht. So. Also wer war es? Das wäre doch mal eine Frage. Wer hat gesagt oder vorgeschlagen, lasst uns Michael Olise verpflichten? So. Das wäre mal eine Sache. Ja. So. Doué ist ja anscheinend damals auf Max Eberls Mist gewachsen. Ja, aber das wissen wir auch nicht genau. Auf jeden Fall hat er das verhandelt. So, das sind ja alles Sachen, die wissen wir nicht. So, deswegen, wie willst du Christoph Freund beurteilen? Keine Ahnung, der sitzt da alle 3 PKs am Tisch. Ja, aber was der wirklich macht? Was macht ein Max Eberl wirklich? Wir wissen, dass der Dresen Angebote nach Stuttgart per Mail geschickt hat. Das wissen wir, das ist ein Fakt. Alles andere wissen wir nicht. Keine Ahnung, wer da wie was macht. Ja? So. Wir wissen, dass immer Max Eberl für alles gerade stehen muss, ja, in der Öffentlichkeit. Ja. Der steht da und muss sich erklären. Aber ob der wirklich überhaupt in der Verantwortung für irgendwas steht, wissen wir gar nicht. Den hat der Uli gescoutet. Ist so, ja. Klar. Seine Frau ihm gesagt, ne? Hey, den habe ich im Internet gesehen. Guck dir den mal an, Uli. Ja, na klar ist es Latte. Aber es geht doch darum, um die Arbeit eines Max Eberls halt wirklich mal irgendwie zu bewerten. Kannst du halt nicht. Weil er das halt nicht weiß oder eines Freunds. So. Natürlich ist das Latte. Hauptsache er ist da. Da brauchen wir nicht drüber reden, ne? So. Naja, aber Philipp Lahm wusste halt, dass er nichts zu sagen hat, wenn Uli da ist. So. Philipp Lahm wusste, dass Uli Mr. FC Bayern ist. Und er wusste, wenn ein Uli da ist, brauche ich nicht zum FC Bayern gehen, weil ich am Ende des Tages nichts zu melden habe. Ich kann nicht das umsetzen, was ich umsetzen will. Junge, du hast den Titan geholt. Ja, den Vulkan in Person. Und selbst der konnte sich nicht durchsetzen. Der wurde dann, dem wurden dann Sachen unterstellt, bla 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 und weg war er. So, ja. So, du musst halt einfach dahin und musst nach Ulis Pfeife tanzen und dann kannst du, ja, dann kommst du klar beim FC Bayern und sonst halt nicht. Punkt. Ja. Aber das ist nichts Neues, das erzählen wir seit Jahren. Nur die Leute glauben es immer nicht. Aber jetzt haben sie es nochmal gehört, ja, wer das Sagen hat beim FC Bayern. Das ist ein Uli Hoeneß und kein anderer. Wenn der den Daumen senkt oder hebt, ist das die Entscheidung. Und nicht, was ein Max Eberl möchte, was ein Vincent Kompany möchte. Nochmal, ein Vincent Kompany wollte ein Florian Wirtz nicht haben. Sonst hätte ein Florian Wirtz nicht gesagt, ja, der Trainer hat mich nicht überzeugt. Sorry. Ja, so. Da brauchen wir nicht darüber reden, dass die unbedingt einen Florian Wirtz haben wollten. Den wollte der Uli haben, kein anderer. Mit der Uli sich wieder dahinsetzen kann, oh ja, guckt hier, wir haben die besten deutschen Nationalspieler. Kannst halt nie mehr hören, Alter. Ja, das ist ja egal, auf welchen Listen der stand und sonst was. Ich denke, es gibt viele Spieler, die auf irgendwelchen Listen stehen, die man im Auge behält. So, ja. Aber irgendwann muss ja mal jemand gesagt haben, komm, jetzt holen wir Michael Olise. So. Der Vulkan wurde zum Funkenflug, ja, ganz genau. Nee, der Einzige, der Uli Kontra gegeben hat, war Mehmet Scholl. Der war da schmerzfrei. So. Ja, hat man den Mehmet vielleicht nicht angesehen, auch nicht auf dem Platz und sowas, aber wenn es darum ging, der Mehmet war da absolut schmerzfrei. Ja.
Aber deswegen ist der Mehmet ja irgendwann auch nicht mehr im Verein gewesen. So. Eigentlich war der Mehmet ja auf dem besten Wege, für mich jetzt, auf dem besten Wege, irgendwann Cheftrainer beim FC Bayern zu werden, was er in der zweiten Mannschaft geleistet hat. So. Ja, und dann auf einmal weg. So. Fragt euch mal, warum. Ja, keine Ahnung. Ich hätte mich schon über Florian Wirtz gefreut bei uns, oder? So, aber ich habe es ja auch gesagt, du müsstest den Spieler natürlich dann holen, wenn er auch ins System passt. Ja, sonst brauchst du keinen Florian Wirtz holen. So. Und Woldemade, keine Ahnung, wie gesagt, für 30 Millionen hätte ich den auch genommen. Ja, hat ja gerade einen Stepper gemacht. Ich meine, Michael Olise hat bei uns auch einen Stepper gemacht. Ne? Vielleicht macht der Woldemade jetzt in Newcastle auch einen Stepper und setzt sich da durch. Kann doch sein. Kann auch sein, dass das bei uns getan hätte. Kann auch sein, dass das super harmoniert hätte mit dem Harry. Harry sich fallen lassen. So, aber was hättest du da mit Musiala gemacht, wenn er wieder da ist? So, ja. Sind das alles so Sachen. So, wenn, dann musst du ja auch die Idee haben, was du machst. Aber wenn der Uli ja noch nicht mal das sehen kann, dass im Spiel mal eine Viererkette zu einer Dreierkette wird und umgekehrt, ja, wie soll er dann damit klarkommen, wenn auf einmal vorne mal 2 Stürmer sind und dann wieder nur ein Stürmer? Dann schlägt er ja auch die Hände über den Kopf zusammen. Ist halt wild. Aber so ist es. Ne? Aber es ist ja auch in vielen Sachen so, oder? Man wird ja irgendwann auch blind. So. Also ich denke, jeder, der irgendwie, keine Ahnung, der sich irgendwie was aufgebaut hat oder sonst was und da über Jahre in den Himmel gelobt wurde für, und ist ja bei Spielern nicht anders. Ja? So, wenn du über 10 Jahre in den Himmel gelobt wirst, dann merkst du halt irgendwann auch nicht. Hast du ja bei uns gesehen. Ist doch bei uns das beste Beispiel vor 2 Jahren, 1,5 Jahren. Die ganzen satten Spieler, die haben auch nicht gemerkt, dass sie immer schlechter werden. Ne, da musste auch erst ein Trainer kommen, der das irgendwie wahrscheinlich mal kommuniziert hat. Oder ich weiß es nicht, ja, was dann geändert wurde. Das ist halt normal. Du bist halt irgendwie, du bist dann in deiner Welt und bist abgehoben und denkst, alles, was du sagst, ist richtig. Und ja, entweder hat dann jemand die Eier, dir das mal knallhart vom Kopf zu sagen. Das muss natürlich dann auch jemand sein, den derjenige ernst nimmt. So wie es bei mir vielleicht die Mara ist, von der ich mir Kritik gefallen lasse und mir das auch eher annehme und da mal ein bisschen überlege. Oder vielleicht auch von den einen oder anderen von euch, den ich schon ein bisschen länger lese oder sowas. Aber von irgendeinem Hansel, der mir irgendeinen Kommentar auf YouTube schreibt, denke ich mir auch, Alter, verpiss dich, ist mir doch egal, was du willst. So. Ja. Und das ist beim Uli halt auch das Thema. Dem Uli ist das scheißegal, was irgendwie öffentlich gesagt wird oder sonst was. Dem Uli muss schon jemand entweder, ja, wie es gerade gesagt wurde, so ein Heiner, so ein Dresen, so ein Rummenigge vielleicht. So, die müssten halt mal hingehen zum Uli und sagen, pass mal auf, Uli, du bist nicht mehr zeitgemäß, Alter. Ja, da musst du dem Uli die Argumente darbringen. Und dann denke ich, wäre der Uli vielleicht auch schlau genug, das einzusehen. Aber das sind viele Wenn und Abers, ne? Ist halt so. Ja, aber es ändert ja nichts. Das ändert nichts. Das ändert gar nichts, Chico. Das ändert gar nichts. Wenn der Uli Hoeneß Ehrenpräsident ist und nicht mehr im Aufsichtsrat, das ändert gar nichts. Selbst wenn der Uli sagt, ey, ich bin nicht mehr vor Ort. Wenn der Uli den Hörer in die Hand nimmt, einen Chrissy anruft, einen Heine anruft, sonst wen anruft, die da alle rumdümpeln, dann wird das umgesetzt. Dann kann ohne Scheiß, der Uli, der braucht nicht im Aufsichtsrat sitzen, der braucht gar nichts sein in diesem Verein. Wenn der den Hörer nimmt und der ruft den Heine an, der Aufsichtsratsvorsitzender ist und sagt, pass mal auf, Herbert, ich habe hier gelesen, ihr wollt hier Spieler XY verpflichten. Das fühle ich nicht, ne? Das fühle ich nicht. Glaubst du dann ernsthaft, der wird verpflichtet werden? Nee. Wird da nicht passieren, ja? So, die Leute, die jetzt da sitzen, die müssen sich halt mal emanzipieren vom Uli. Und müssen dann auch mal sagen, alles gut. Uli, du kannst gerne eine Meinung sagen, ist alles fein. So, interessiert uns am Ende des Tages aber nicht. Ja, da müssen wir doch hinkommen. So, wie gesagt, das ist egal. Der ist Aufsichtsratmitglied. Nicht mehr.
Lasst mich kurz gucken. Aufsichtsrat, Mitglieder FC Bayern. So, Herbert Heiner ist natürlich Aufsichtsratsvorsitzender. Dr. Jan Heinemann, noch nie gehört, Adidas. Dr. Gernot Döllner, Audi. Dr. Werner Celius, Allianz. Uli Hoeneß, Thorsten Langheim, Telekom. Dieter Meier, gut, den kennen wir noch. Edmund Stoiber ist wirklich noch Aufsichtsratmitglied. So, jetzt stellt euch vor, einer dieser gerade genannten Leute, die haben alle die gleiche Posi wie Uli Hoeneß. Außer, dass er noch den Titel hat, Ehrenpräsident, der auf dem Papier ist, sonst gar nichts bewerkstelligt. Geht zu Max Eber und sagt, Max, hör mal, ist durch jetzt, ne? Du darfst jetzt nur noch einen Spieler ausleihen. Ja. Merkst du? Ach, herrlich. Ach, wilde Nummer, ey. Fällt dir nichts so ein, ey. Gar nichts. Ja. Gut, ich glaube, es ist gut, dass ich nicht auf den Doppelpass reagiert habe und mir die ganzen zusammenhängenden Aussagen vom Uli angehört habe. Dann wäre ich wahrscheinlich noch ein bisschen weiter explodiert. Ja, ich fasse es nochmal in einen Satz zusammen. Der Uli ist einfach in seiner Zeit stehen geblieben. Das ist auch nicht schlimm, das ist normal, denke ich, für diese Generation und für diese Schlagmensch und für dieses Alter, die er hat. Das ist völlig normal. Das kann man ihm gar nicht vorwerfen. Ja? Und ich glaube, man kann ihm auch nicht vorwerfen, dass er irgendwie aus seiner Sicht nicht alles für den FC Bayern tut und nur das Beste möchte. Ja, ich glaube, auch das kann man Uli nicht vorwerfen. Man muss eigentlich den Leuten den Vorwurf machen, die was in diesem Verein zu sagen haben. Ja, nochmal, er ist Aufsichtsratmitglied, nicht mehr. Ja, das sind ganz viele andere auch. So. Ja, man muss den Leuten den Vorwurf machen, wie es in Dresden ist, wie es in Heiner ist, die halt sagen müssten, oder auch ein Max Eberl, ja, der sich da mal gegenstemmen müsste und sagen müsste, pass mal auf, Uli, du laberst Scheiße. Ja, halte dich mal aus dem operativen Geschäft raus, du kannst mir hier ein Budget geben als Aufsichtsrat, und dann ist gut. Ja, so, weil wenn sie hier so ein Dr. Gernot Döllner, der Vorstandsvorsitzende der Audi AG ist, sagen würde, ey, ich möchte gerne den Spieler haben und den Spieler darfst du nicht verpflichten, dann würden die auch sagen, ey, Junge, du bist Aufsichtsratmitglied, ansonsten Gosche halten. Ja, so, und das müsste man mal zum Uli Hoeneß sagen. So, dass der Uli mal merkt, ey, ich bin hier nicht mehr der das zu entscheiden hat. Der darf ja seine Meinung sagen, kann er ja machen. Ja, kann er aber dann bitte intern machen, nicht extern. Ja, also ich glaube nicht, das Problem ist natürlich Uli Hoeneß, aber die Lösung ist nicht Uli Hoeneß. Die Lösung ist, dass die Leute, die in Verantwortung sind, die Eier finden müssen und sagen müssen, Uli, so geht es nicht weiter. Ja. Und das wird nicht passieren. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Ich weiß es nicht, vielleicht findet irgendwann jemand seine Eier oder es ist irgendwann too much. Ja, ich meine, die Aussagen, die ich von Dresden gelesen hatte, war ja so ein bisschen zaghaft, so, ja, weiß ich nicht. Vielleicht muss erst richtig irgendwie was knallen, aber keine Ahnung. Ich weiß nicht was. Ja, das ist meine Meinung.